aktuelle Gesetz ist überhaupt gar nicht in der Lage, nach den Einheitsbedingungen für Suchtstoffe von 1961 bis hin zu UN-Richtlinien einen Export durchzuführen. Kein Land auf der Welt würde mit Mazedonien ein Abkommen schließen, denn die Voraussetzungen sind dann einfach nicht geschaffen. Wir brauchen dieses Gesetz, um weiter nach vorne zu kommen, um Investoren nach Mazedonien zu holen und auch Investoren, also für die Investoren interessant zu sein. Investoren warten auf diese Gesetzesänderung und aktuell ist das Gesetz so, dass wir nur Cannabis für Länder zur Verfügung stellen könnten, die den Freizeitkonsum legalisiert haben. Das wiederum schließt das Gesetz aber auch wieder aus. Und das würde dann bedeuten in der Quintessenz, dass in den nächsten Monaten, Jahren, in kurzer Zeit alle lizenzierten Unternehmen bankrott gehen. Zweiter Punkt, der in dem Gesetz sehr wichtig ist, der Export von Konsum. Ich kann es nur aus der deutschen Sicht sagen, ist das Produkt, das Arzneimittel-Cannabis-Bereich, das in Deutschland am meisten verordnet wird. Cannabis-Blüten haben das volle Spektrum der Inhaltsstoffe und das gleiche gilt auch für Research, Forschung und Entwicklung. Es gibt so viele Cannabinoide, die noch unerforscht sind und deswegen möchten Forschungsunternehmen, damit sie forschen, wenn sie Cannabis extrahieren, dann haben sie schon die Cannabinoide extrahiert und dann können sie ja überhaupt nicht forschen. Und Isolate sowie Extrakte, da ist es so, dass Pharmaunternehmen, qualifizierte Pharmaunternehmen kaufen qualifizierte Cannabis-Blüten auf und extrahieren unter ihren eigenen Protokollen, unter ihrem eigenen Know-how, das sind Firmengeheimnisse, ihre eigenen Extrakte. Und ich komme einfach zu den dass ich appelliere an dass sie wirklich diese Gesetzesänderung als sondern dass sie wirklich intelligente, fundierte und rationale Entscheidungen treffen für das Land. Das Cannabisgesetz, das neue Cannabisgesetz bringt die Chance, dem Land Wirtschaft aufzubauen, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, besser bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen für diese Generation, für die nächste Generation, Steuern ins Land zu bringen, sowie hier auch den privaten Sektor zu unterstützen. Mit dem alten Gesetz schließen sie die Türen und mit dem alten Gesetz öffnen sie die Flanken für andere Länder, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren diese qualifizierten Industrien aufbauen werden. Qualifizierte Industrien sind wichtig für ein Land, Produkte zu haben, die qualifiziert sind, die